der Suite vum britische Referendum hunn Populisten an Nationalisten an Europa triumphéiert. Die Extremparteien an Holland, Frankreich, Deutschland, Italien a Schweden wäre séier do, fir och bei sech e Referendum ze froen. Werd de Brexit eng Zocht Dominoeffekt auslesen, wer du men zu enger Implosion vun der Union kenint féieren? Och wann et ënnerscheder gëtt, so hunn die linksariert Extremparteien an Europa darawer eppes gemeinsam. Sie behaupten, dat sie, a just sie, d'Stëmm vum Volk sinn. Sinn sie dat? An den Deechen Brexit ass dem Ripspopulist Geert Wilders seg Motion fir e Referendum an Holland vum Parlament mat enger ekrasanter Majoritéit verworf ginn. Just 14 vun 150 Volksvertreter hunn dofir gestimmt. An dem Marine Le Pen seg Forderung nom inévitable Printemps des Peuples krut engem Sondage no eng op den Deckel. Eng Majoritéit vun de Franzosen wëll an der Europäescher Union bleiwen. An net nëmme bei de Franzosen, och sos an Europa willen Leiit an der Union bleiwen. Mei sie kritiseieren de Funktionement vun dem Europa, an do sinn Politiker haheem an dobause gefordert. Et gëtt ëmmer méi schwéier, d'Vierdeler vun Europa ze klären, wann Populisten Schlagzeilen monopoliseieren. An enger Demokratie sollt all Menung geheiert fannen. All Meung sollt awer och op je worecht iwwerpréft gin. Wir sollen a mussen Argumenter ënnersichen, Fakten vu Fiktion trennen, a Panik an Angstmacherei verurteilen. Just da kënne wir d'Union reformieren, besser ekipéieren, fir die richtig Defien am Zeitalter vun der Globalisierung unzugoen, an de leitieren Erwardungen gerecht ze gin. Reforme können nëmmen dann viru gedriwe gin, wann man net op Simplisten rafallen, déi als Nationallesungen proposeieren, mat denen het onméiglech ass fir international Probleme ze lesen. Da kom mir kucken eismol e puer vun dee Forderungen un, déi den Amment so geheiert gin. Echtens Souveränitéit. Populisten a ganz Europa schwätzen am Kontext vum Brexit vum British Independence Day, den der also wo d Briten hier Souveränitéitsreck von tun. Ich kann je just so, dat Briten den der aus Souveränitéit verlor an net gewonnen hunn. Sie wollen nämlich hier Platz op dem Dich opgehen, wo iwwer Sachen desideiert gin, déi och sie betreffen. Dat klingt vielleicht op den nächsten Blick bizarr, wéi soviel von den Argumenter vun de Populisten. Wir bedenkt dëste Mal. D'Europäesche Union ass de gréessten Exportpartner vu Großbritannien. Am Joer 2014 si 45% vun de britischer Exporter an d'EU gangen. Vun den EU-Exporter sinn der awer just 8% op d'Insel gangen. Das also méi wie klar, dat Brite werte probéieren op eise Bannemoet ze kommen, och als Netmember. Et gëtt awer geen Akse zu eise Moet oni Regelen. Alles anecht wär jo Anarchie. Anne das also evident, dat den Briten, sollten se net méi EU-Member sinn, déi Regelen mussen anhalen. Sie därfe just net méi mat die Regelen ausschaffen. Dat as e Verlust aus Souveränitéit a ke gewënn. Zweitens Demokratie. An den A vun de Populisten ass d'EU en zentraliséierten antidemokratische Superstaat, déi vu Bürokraten zu Brüssel gefauert gëtt, déi absolut kee Bezug zur Realität hunn. Och dat as falsch. D'europäesch Bierger sinn zweemal an der EU vertruden. Emol duch d'Europadeputéiert, déi Dir an des Heichthaus gewielt hut, an dann noch nach duch die Nationalministeren, déi am Conseil ze summe kommen. An oni die zwee Organer, Parlament an de Conseil, gëtt keng europäesch Gesetzer, weil die zwee ze summen desideieren mussen. Méi demokratisch geht et wohl net. Drittens Migration. Een anderen Evergreen vun den Argumenter vun de Populisten, d'EU as responsabel fir eng onkontrolléiert Immigration. An de Brexit-Referendum ass am vongehollen typisch Beispiel vun engem Referendum, wat eng Antwort op eng Froge die net Gestalt gouf. Fakt ass nämlich, dat an all dee Froen dem déi et haiget,
Briten an Europa net matmachen. Sie sind net bei Schengen dabei, können also hier Grenzen op an zo machen, wie sie wollen. Auch bei der Opnahme von den Flüchtlingen machen sie nicht matt. Sie haben aber freiwillig dezidiert, für eine gewisse Zeit die Leute aus ihren ehemaligen Kolonien abzuholen, und zwar en masse. Und sie haben für allen anderen Staaten dezidiert, hier Grenzen abzumachen für die Wirtschaftsimmigranten aus den früheren Ostblockstaaten. Mit anderen Worten, sie haben ein Problem mit den polnischen Wirtschaftsmigranten, die sie raggelassen haben, weil sie hier Arbeitskraft gebraucht haben, aber sie haben kein Problem mit den syrischen Flüchtlingen, weil die nicht abgeholt haben. Die sieht also, dass an der Referendumskampagne ganz falsch gespielt wurde. Das ändert aber nichts daran, dass der Wort so ausgegangen ist wie bekannt. Nein heißt bekanntlich nein. Hoffen wir nämlich, dass die Briten aus dem Schlamassel, den sie sich selber angebrockt haben, herauskommen. Alles muss dafür sorgen, dass bei uns, also in Europa, die Leute Bescheid wissen über das, was wirklich lebt. Für das war notwendig, auch ihre eigene Meinung an nicht die von Populisten können ausdrücken. Und da haben mehr Politiker eine Hausaufgabe zu machen. Mit den Leuten schwätzen, sie informieren über das, was wichtig ist, und als politische Aktionen auf konkrete Verbesserungen von konkreten Problemen zu konzentrieren. Und der geht es nur wirklich genug.